Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin wieder da und habe hier was mitgebracht. Wieder von Rudolf Tano und heute heißt die Hosen. Da löhne Klevenhaus und Böken wohl gern die Freundschaft mal besögen. Und ward in Kriwitz auf die Bahn nu für das Schalterfenster stehen und auch ihr Mutter wär mit da. Und dann ein Jung von 15 Jahren. Sie kloppt am Fenster und rübt rein, 2 vierte Klasse und 1 für Kinder. Die Eisenbahner purt nu nach. Wohin denn? Nach Amerika? Nee, schrie die Olsch, das wart nicht da. Na losen soll die Reise hingehen. Die Eisenbahner kickt heuch und sieht den großen Jungen und sagt, für Kinder? Soll die Jünger ziehen? Ja, sagt die Olsch, die Jung ist min. Das ist ihm doch wohl anzusehen. Ich hab auch diesen Mann allein. Die Eisenbahner mag nu Wind, die große Schläf ist doch kein Kind. Der soll doch nicht als Kind mir gern. Die hat ja all lang Büchsen an. Nee, Fru, die kosten vollen Preis. Nu magen's mi man bloß nichts wies, sie denken wohl, ich gläuf so'n Hosen, richtet de Preis denn nach der Hosen? Was hat sie in Hos denn mit daran? He telt a für ne große Person, he hat a lange Hosen an, das ist mal Vorschrift bei der Bahn. Na, das ist gut, schimpft nu der Olsch. Die sind hier wohl ganz katholisch. Na, mir ist denn auch einerlei. Min Hos reckt bloß bis an die Knie. Wenn sonst ist, dann siehen's so nett und geben's mir ein Halfbillett. Die Eisenbahner kriegt das Green, dit wird ihm doch wat spaßig schien. Dann drängt sich auch noch Grössing ran. Ja, sagt sie klaug, Herr Eisenbahn. Da mit der Hosen, bünkt mit Bi. Wonef ist nu de Sack mit mi? Denn für ich wohl umsonst na losen. Denn ich all fru drech gar kein Hosen. So, dann führen sie wohl umsonst. Bis zum nächsten Mal. Blieb gesund.